Herr Kardinal, Herr Weihbischof, lief alle Gur, lief Damen an Herren, während die engzanter Wochen schon voller Spannung an den Ängsten ob Moskau mam Konflikt an der Ukraine gucken, sind andere noch immer mit der Corona-Krise an ihre Folge beschäftigt. Am mir, was treibt uns zurzeit Den Interesse an der Lützeburger Kirchengeschichte, am mehr genau den Interesse an unserer Bistumsgeschichte, den wir heute speziell wollen an den Blick holen. Als Direktrice zum Centre de Formation Diocésain Jean 23 als es mir eng Fried, ihr präsentiell und noch per Streaming zu begrüßen, wo eng Zweitkonferenz am Kader von dem verlorenen Jubiläum 2020 hier am Centre Jean 23 stattfindet. Wie ward das Bistum Luxemburg? Ein ungewöhnlichen Titel mit einer spezifischer Thematik, der junge Forscher und Geschichtsprofessor Paul Tosquier sich angeholt hat. Und wir sind gespannt auf seine Ausführungen. Und mit wie weit ging es dann noch direkt führen und der Professor George Hellinghausen, Kirchengeschichtler und Koordinateur von dem bekannten Gruppe 150 Jahre Bistum. Ja, mes Seigneur, die Damen und die Herren, gerade am Namen von den Gruppe 150 Jahre Diözese dann noch herzlich willkommen für das Oveskonferenz mit Paul Tosquier, die schon ein paar Mal hätte sollen sein, und Gott sei Dank dann heute endlich kann stattfinden. Covid-bedingt, dass da ein paar Mal leider verloren gehen, wir sind wir dann endlich so weit, dass wir als die Sachen unhören und sicher können darauf freuen. Ich stelle den Konferenz hier kurz vor und dann versuche ich auch, die ganze Thematik einfach in einen größeren historischen Kontext dran zu versetzen. Und der Paul Tosquier wird dann dafür und wo ich abhalte. Geld. Paul Tosquier, Jahrgang 1993, hat auf der Uni Lützeburg Geschichte studiert, unter anderem beim bestbekannten Professor Michel Pauli, den er in saß. Und hat dann noch bei Himmengenisch seine Masterarbeit geschrieben, eben just zum Thema, was das seit Noven zusammen feiert, beschäftigt, wie war das Bistum Luxemburg, Bistumsfroh als Katschawar, hier wird doch der Begriff, denke ich, ja nur erklären, besonders dann, soweit die Presse davon betroffen war in den Jahren 1870 bis 1873. Und dann als praktisch dann frisch gebackene Professor kann ich so sagen, am Lycée Matthias Adam zu Peiting. Also herzlich willkommen, Herr Tosquier, vielmals merci, dass ihr bereit wart, von Anfang an gut mit großem Engagement der Friede des Sache zu überholen. So, etwas zum Kontext. Bistumsgründung. Ich gebe so, das bewegt sich zwischen zwei Extreme, zwischen einem Point de départ und einem Point d'arrivée. Der Point de départ als no Mittelalter wie Herzogtum Lützeburg und Burgundfeld, späterhin dann abgeht an den spanischen, an den österreichischen Niederlande, und dort dann der Gedanken hochreift, wie aus dem Lützeburger Territoire, was kirchlich gesehen ob Mediozesen abgesplickt war, ein einziges Bistum zu machen. Vom freien Mittelalter an war Lützeburg nämlich abgedeelt ob besonders Trierer Erzbistum, was Gutland angeht, und was Deislig angeht, besonders das Fürstbistum Leck. Aber auch nach 5 anderen Bistümer, die Kleinpartien hatten, wie zum Beispiel Köln oder Reims oder Verdun, Metz, ja nur auch nach Namur. Gut, dass die abkommen, los mal politisch gesehen, von den Politikern aus ausgegangen, aus diesem Territoire auch ein religiös einheitliches Gebilde zur Form von einer Diözese machen. Da das paar Jahrhunderten probiert gehen, es gab noch x Pläne, wir sind all fehlgeschlagen, weil nämlich 2 Pouvoiren unter Macht waren, die das ganz verhindert und vereitelt haben. Einerseits waren die inländischen Abteien hier am Land, ich dann nach Orval, Saint-Hubert, was demos nach Lützeburg war, dann Münster, hier an der Stadt Lützeburg, oder Hufallis, Priorat, auch St. Maximin bei Trier. Die haben das verhindert, weil sie nicht wollten hier geistlich Macht natürlich am Herzogtum abgehen.
Auch verhindert goufet durch Nopesch Bischofen, den Trierer Erzbischof an den Leckerbischof, die natürlich auch nicht bret waren, hier gesch nicht Jurisdiktion ha iwwer die Lützeburger Katholiken opzugehen. Sodass aus der Sache trotz viele Pläng, trotz vielen Uleflächen ins Neicht gin ass. Bis zur Französischen Revolution, die hat natürlich alles ziemlich kurz klein geschlo, wat kirchlich Liebe war, besonders stand auch die respektiv Strukturen, d'Abteie sie säkularisiert gehen, an Nopesch Bistümer sie geschwächt gehen, an domat der Ohai war de Wedo frei, vier eng egeständig Lützeburger Kirch. Das historisch Ironie, praktisch Ironie von der Geschichte, dass wir es muss Futti geschlagen, an Dora ist total Neues, was wo es saß. Ich gehe noch nicht auf die verschiedenen Etappen an, das möchte Herr Toski selber, wie das denn Herr no gegangen ist bis zur Gründung vom Bistum. Ich nenne just de Faktum, dass Lützeburger Katholiken für dich bei Metz geschlagen sind, dann noch bei Namur. Von 1940 und ein egent apostolisch Vikariat gebildet und unter der Feierung vom Propst, aber eine eigenständige Kirche trotzdem, bis dann zur Gründung selber 1870 vom Bistum Lützeburg, das war dann sozusagen der Point final. Und da könnt ihr Mengen erhalen, gepackt, alles in Butter. Aber du hast das Spektakel recht losgegangen. Du hast dann eine große Polemik entstanden über das neu gegründete Bistum, weil nicht ganz aufgesprochen war, heimat Lützeburger Autoritäten. Eine Polemik, Zoff, Zwistigkeiten an der Gesellschaft, an der Presse, besonders an der Politik, an der Chambre, überall. Und gerade das wird, meine ich, den Herr Toski mit großer Friedlo präsentieren. Dafür halten nicht ab. Und hier fehlt direkt auf hier. Nein, ein großes Merci, und wir freuen uns auf die Konferenz. Und das wird sicher ein interessanter, spannenden Abend für uns alle Guten. Merci. Okay, so noch vielmals merci für die Anleitung. Ich begrüße den Herr Kardinal, den Herr Weihbischof, den Herr Generalvikar, die Damen und Herren. Und ich begrüße euch zu diesem Vortrag, also mit dem Thema, wie schon gesagt wurde, wie war das Bistum Luxemburg als froh, Lützeburger Bistumsfroh als Culture War am Spiegel von der Lützeburger Presse von 1870 bis 1873. Das war der Titel von meiner Masterarbeit, die gouf 2018 angeregt und die gouf vom Herrn Michel Pauli an der Madame Marie-Paul Jungblut betreut. Und wie zu schweren Masterarbeit gehört, dass den Titel relativ lang, das kann ich noch ein bisschen mehr kurz fassen. Und zwar kann ich noch so ein neues Bistum und direkt Zwist an der Gesellschaft. Und darum werdet ihr an diesem Vortrag gehen. Stellt sich nur mal direkt eng froh, war das überhaupt Ekalschauer? Was will der Begriff so? Den Begriff kennt eigentlich von einem anderen Wort, und zwar von einem deutschen Begriff, und das ist der Begriff Kulturkampf. Das ist ein historisches Phänomen. Hier geht es, wie auf dieser Karikatur gesagt, die zwar nun nicht aus der Lützeburger Presse kennt, es geht um den Streit zwischen einem Staat, hier repräsentiert vom Bismarck auf der linken Seite, und der katholischen Kirche, hier vom Papst repräsentiert auf der rechten Seite. Das war ein Streit, den auch an den 1870er Jahren geschieht ist, an den auch etwas mit der Lützeburger Bistumsrat zu tun hat, indirekt. Wir haben hier einen englischen Begriff, Culture War. Und das hat einen Grund, für was ich den englischen Begriff geholt und nicht den deutschen. Den Culture War, das ist ein Begriff, der von den Historikern Christopher Clark und Wolfram Kaiser genutzt ist. Und das ist ein kleines Zitat, mit dem ich werde erklären, was das mit dem Begriff auf sich wird. Also die zwei Historiker sagen Folgendes. There had always been intermittent institutional friction between church and state in Central and Western Europe. Also es gab schon immer Streit zwischen Staat und Kirche an Zentral- und Westeuropa, but the conflicts that came to a head in the second half of the 19th century were of a different kind. Also der zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert, da schenkt sich etwas zu verändern. Und da matten dran ist eben auch die Lützeburger Bistumsrat. Es gibt vielleicht pure Momente, wo in kann Lützeburg schon einem Culture War schwätzen. Mit Bistumsrat, die passt wirklich ganz gut. Ob es wirklich ganz gut passt, das könnt ihr vielleicht auch am Ende vom Vortrag dann selber jugieren. Aber das Bistumsrat, das gouf gerade schon erklärt, ich werde ganz kurz sagen, was es eigentlich geht an den 1870er Jahren. Aber gehen wir noch ein bisschen wie weit noch am Anfang vom 19. Jahrhundert. Bistumsrat, die ist auf 3 Niveauen am Anfang kompliziert.
Ein echte Niveau gouf schon erklärt. Anfang vom 19. Jahrhundert gëtt eng richtig Lützebauer Kirch per se, eng Lützebauer Diözes nach net. Das ist die Eichkomplikation. Die zweite ist, ein Lützebauer Staat per se, ein Nationalstaat, gëtt auch nicht. An den dritten Niveau, wo es schwierig geht, ist dann, wann es die zwei gibt, war das hier ein Rapport, ein ADN. Und da das empfang die ganze Komplikation von dem, was an der Presse wird diskutiert gehen. Und da muss ich ein bisschen ausholen für den historischen Kontext, den ist nämlich relativ kompliziert, und den ist auch wichtig, für da den versteht, was sich da nur in den Zeitungen aufspielt. Und zwar muss man wirklich zurückkommen bis 1801. Da das, wie auch schon gesagt, auf eine Zeit vom Bistum Metz geschwart, wie könnt Lützeburg und der Bistum Metz, das tut mit der Französischen Revolution und mit der Revolutionskrieg zu dienen. Also Lützeburg gehört an der Zeit zu Frankreich dazu und fällt dann logischerweise auch nicht die französische Legislation. An ähnlich wie sein Viergänger, sein revolutionär Viergänger, hat den Napoleon nicht den offenen Streit mit der katholischen Kirche gesicht, aber hat einen Kompromiss mit ihr gesicht. Und der Kompromiss, den finden an dem sogenannten Staatskirchevertrag. Das ist ein Konkordat, so wird das genannt, ein Vertrag zwischen Staat und Kirche, wo festgehalten wird, was ist das Verhältnis zwischen den zwei Institutionen. Und da fängt es schon an kompliziert zu gehen für das Bistumsrat zu Lützeburg. Als Beispiel, wie den Konkordat ausgeseit, haben wir direkt etwas, was doch für das Bistumsrat ganz relevant ist. Und zwar ein französischer Bischof muss an der Zeit ein Eid leisten, wann er genannt wird. Und wie der wird gesehen, heißt ein Beispiel, heißt ein Extrait aus dem Eid, er muss sagen, je jure et promets à Dieu sur les saints évangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Also ein Eid auf die Verfassung. Das ist ganz wichtig, das wird später nach ein Kehr diskutiert gehen. Bei den Eid, den zielt also dann auch am Bistum Metz, wo Lützeburg dann dazu gehört. Dann geht es noch mehr kompliziert. Da könnt 1815 der Wiener Kongress, also den Napoleon singt Defett, Lützeburg könnt mittlerweile als Großherzogtum und den König von den Vereinigten Niederlanden, den Wilhelm I. Und er stellt sich dann die Frage, zählt der Konkordat nach oder geht den nur abgelesen? Weil das ein wichtige Frage war und sie sich gedacht, wir machen 1827 einen neuen Konkordat, dann ist die Sache klar. Es geht aber in der Forschung immer gesagt, dass ein Konkordat macht, nee, er wird nie appliziert. Die Situation bleibt weiterhin ziemlich vag. Es geht dann noch mehr kompliziert. 1830, an den meisten, viele Lützebauer Dörfer, können das in Fendel gesehen. Das ist der belgische Fendel von Demolz, heute ist er natürlich vertikal. An der großen Teil vom Land gehört de facto am Anfang zur Belgien und so lebt in der belgischen Verfassung. Die belgische Verfassung ist extrem liberal für die Zeit und für allem, sie gibt der Kirche mehr Freiheiten, wie das zum Beispiel am Konkordat der Fall gewesen ist. An der Staat gesagt da war auch nicht aus. Die Staat bleibt treu, ein Großherzog, ein König von den Niederlanden. Und da winst geht aus der Staat in eigenen Kirchenbezirk gemacht, dann immer den sogenannten apostolischen Vikariat. Das ist am Anfang kirchenrechtlich gesehen ein Bezirk, den später einmal sollte ein Diözes, ein Bistum gehen, also da war noch nicht. Das soll so etwas Provisorisches, nicht Definitives. Da ist die Situation an der Stadt. Land wie gesagt, das ist in der belgischen Verfassung. Und das ist natürlich sowohl kirchenrechtlich wie auch politisch eine unhaltbare Situation. Und da muss dann auch ein Kompromiss gehen. Oder auch den echten apostolischen Vikar, das ist den Johann Theodor van der Noot. Interessant ist, dass hier den Eid legt, wie am Konkordat 4 gesehen wird. Der Kompromiss könnte dann auch, also 1839, für dich mal dezidiert, der lützebäuerischsprachigen Teil vom Land, das bleibt Großherzogtum, der französischsprachige Teil geht dann, ein Teil von der Belge, bleibt dann am Bistum Namur, wie das auch schon 4 der Fall war. Ob der Rest vom Großherzogtum geht lo der ganzen apostolische Vikariat ausgebreitet. Das wäre dann 1840. So weit, so gut beim historischen Kontext, da kennst du es noch ganz wichtig. Ja. Und das ist 1848. Und das ist auch aus pur Gründen wichtig. Das wird echt wichtig, weil man in dem Jahr am Anfang Lützeburg eine ganz aufschlussreiche Person verliert. Und das ist den zweiten apostolischen Vikar, das ist der Jean Theodor Laurent, den oft an Streitereien mit den Industriellen und den Liberalen verwickelt war, an die Hunde dann auch am Anfang geschafft, dass hier ein Land misst verlosen.
An sein Nachfolger ass dann den Adamus, den Nicola Adamus, hier wird dann den echte Bischof von Lützeburg gehen. Aber soweit sind wir noch nicht grad. Auf jeden Fall, den Laurent wird den Eid nicht lesen, dann geht davon entbunden. Das ist auch wichtig. Wichtig ist auch 1848, dass ein großrevolutionär Jahr in Europa, in Lützeburg nicht so krass revolutionär wie in anderen Ländern, aber immerhin gibt es eine neue Verfassung, eine wichtige Verfassung, und mit der Verfassung war auch die Chance da, für alle mal klarzustellen, was ist der Rapport zwischen der Kirche und dem Staat zu Lützeburg. Aber das geht ein bisschen anders aus. Hier ist der Artikel 123, und der sieht Folgendes. En attendant la conclusion des conventions prévues à l'article 23, und den Artikel 23 den seht, es muss eine Diskussion darüber gehen, was ist der Rapport Kirche-Staat. Les dispositions actuelles relatives au culte restent en vigueur. Und du hast ein Problem zu diesem Block, weiss am Fond käme, was sind les dispositions actuelles en vigueur? Und da fängt es dann wirklich an richtig kompliziert zu gehen. Die Verfassung wird auch noch eine Rolle spielen. Dann nummer eben der Stellvertreter vom Laurent gëtt den nächsten apostolischen Vikar. Später wird hier noch der Bischofstitel krähen, allerdings nicht der Bischof von Lützeburg. Lützeburg ist nach immer am provisorischen Zustand vom apostolischen Vikariat. Es kommt nur immer zu Verhandlungen für ein neues Konkordat zu machen. Heinz du geht es von der Regierung aus, heinz du vom Heiligen Stuhl, heinz du von Petitionen von Pasteyer am Land, heinz du vom Adamus selber oder dem Internuntius am Haag, das ist die päpstliche Diplomatie. Aber es kommt nie zu einem Ende. Am Anfang wenn es prinzipielle Fragen, an du no echter wenn es außenpolitischen Sachen. Von allem der Krieg an Italien gibt am Anfang keine Chance für die Verhandlungen auf ein Ende zu bringen. Da ist der Kontext. Und da sind wir dann noch 1870. Kein Konkordat. Unklarheit, gilt das von den Franzosen von Napoleon nach oder ist das zufällig? Und da kommen wir an die Zeit, die uns interessiert. 1870 bis 1873. Bon, wir schwätzen aber von allem über die Presse, was sich an der Presse aufgespielt wird an diesen Jahren. Und da muss man so eine kurze Zeitungslandschaft aus dieser Zeit angucken. Und ich würde so eine Zeitungslandschaft an diesen Jahren, 1860er, 1870er, das ist eine ganz spannende Zeitungslandschaft, viele verschiedene Zeitungen aus vielen Tendenzen. Es gibt da insgesamt so 15, die bekannt sind, ein paar von denen konnte ich auch nicht gucken, weil sie einfach nicht gehalten sind. Sie sind nicht an den Archiven oder so sind zu fallen. Ich weiß nicht, nur die wichtig. Das sind halb Dutzend Zeitungen, die wirklich intensiv viel über das Bistumsfrau geschrieben haben, und das sind die folgenden. Oder das ist eine wohlbekannte Zeitung. Also am Anfang auch die einzige, die immer noch lebt, von all denen, von denen man noch schwätzt. Und das Luxemburger Wort. Hier einfach mal ein Beispiel, wie so eine Zeitung an der Zeit ausgesehen hat, war viel mehr klein, das waren so 4 Seiten immer. Dann hat er meistens so an Kolonnen angedeelt, 3 bis 4 Kolonnen bis 5 Kolonnen pro Seite. Zeitungen waren immer relativ ähnlich abgebaut. Weil den zum Luxemburger Wort muss wissen also mal, dass der Editor selber auch ein Geistlicher war, das ist ein Abbé Nicolas Preisdorf, das ist eine katholische Zeitung. Und was wichtig ist auch, dass schon 1870 die Zeitung mit den meisten Abonnenten. Damals so 3000, was für die Zeit wirklich viel ist. Wichtig ist auch, Luxemburger Wort kriegt schon an der Zeit oft den Vorwurf, für eine Kirchenzeitung zu sein. Das hat ja den anliest den doch relativ oft. Mit den Adamus hat sich an einem Brief, den kann ich nur lesen, den hat sich distanziert und sieht, das ist keine Kirchenzeitung, obwohl ich aber persönlich mit vielem d'accord sind, was da steht. Nicht mit allem. Voilà, das ist mal Luxemburger Wort. Die zweite Zeitung, die ganz wichtig ist, ist Luxemburger Zeitung. Die geht ab 1868. Den Editor ist ein gewissen Theophil Schröll, das sind Liberalen. Geht doch gesagt, dass er an einer Loge gewesen ist, also ein Freimaurer. Und ihm geht doch vorgeworfen, antiklerikal zu sein, beziehungsweise eine Zeitung gute Vorwurf. Wichtig ist, die Luxemburger Zeitung hat 4 Gänger, die nennt sich Courrier, das war eine französische Zeitung, also französischsprachig. Und die hat die verboten vom Adamus, das nennt den Interdikt, also in sich sollte ihn als Anhänger von der Kirche nicht lesen oder auch schreiben. Und da hat sie extrem viel Abonnenten gekostet in der Zeit. Es gab gesagt, 1/4 von den Abonnenten hat die Zeitung desabonniert, darauf sind. Das ist auch wichtig zu wissen. Dann nochmal eine Zeitung, die relativ ähnlich als zum Gedankengut, eine andere liberale Zeitung,
Die einzige, die nicht aus der Stadt kennt, das ist den Volksfreund von Dickrich, die geht auch ab 1860. Den Verantwortliche für das Zeitung ist nicht zufällig vom Gedankengut ähnlich zum Theophil Schröll, das ist der Bruder, das ist der Justin Schröll. Das ist wirklich eine richtig Druckerdynastie gewesen damals. Und auch da hat der Vorgänger den Interdikt gekriegt, und auch da hat das dann noch Konsequenzen gehabt für die Leser. Das ist auch eine Zeitung, die erst nicht dreimal kommt, die zu einer sind Tageszeitungen. Die ist Mail geschrieben einfach zum Thema. Eine andere Zeitung, die wichtig ist, ist L'Avenir. Also L'Avenir ist damals auch eine Jungzeitung, 1868. Er ist der Chef von der Zeitung de Jean Joris, das ist ein Herr Lehrer gewischt. Und seine Zeitung gouf als konservativ, auch durchaus als katholisch gesehen. Und es kommt später eine andere Zeitung, auch aus dem Haus Jean Joris, mit das nicht dynamisch, nicht zu verwechseln. Die Redaktion hat sich direkt vom Avenir distanziert. Das ist aber vom Inhalt relativ ähnlich. Das ist eine Regierungstreizeitung, das wäre da am Viertrag ganz gut gesehen. Und sie gibt sich oft auch als eine Neutralzeitung, so zwischen den Extremen. Auch das wird immer ganz gut gesehen. Da kommt eine andere Zeitung von einem ganz anderen Schlag. Das ist die sogenannte Wäschfrau. Humoristisch-satirisches Wochenblatt. Das war eine Satirezeitung. Die ist auch ganz jung gewesen damals, 1868. Hat aber in seiner kurzen Existenz schon zweimal den Interdikt gekriegt. Gouf also auch verboten, nicht nur von der Kirche. Gouf auch verboten, auf der Straße zu verkaufen, 1873. Also für Eiszeit ist das wichtig. Was aber auch wichtig ist, die hat damals die zweitmeisten Abonnenten. 420 im Jahr 1869. Das ist viel mehr wie das Wort. Das ist aber die zweitbest verkaufte Zeitung damals gewesen. War doch heiers natürlich, wenn die Wäschfrau liest, muss auch eine andere Zeitung lesen. Das versteht denn die ganzen Kritiken und Referenzen nicht. Natürlich kann ich davon ausgehen, dass das besser gestellt Leute waren, die sich Wäschfrau dann gekauft haben. Da das nach Wäschfrau, dann gibt es eine Reihe anderer Zeitungen, ich werde pur von denen noch nennen, aber die meisten sind nicht so intensiv unter Bistumsfroh drin, wie die Heiten, die da lo gesehen hat. Das ist also die Zeit, die es interessiert, 1870 bis 1873. Am Egilon enke zurück an Jahr 1870, weil du geht ab immer alles ganz sehr. 27. Juni, der Papst Pius IX. Erhielt den apostolischen Vikariat aus seinem Provisorium raus zu einem Bistum, ein eigenes Bistum Lützeburg, und Adam ist dann logischerweise als den ersten Bischof von Lützeburg. Den Adam ist meldet sich dann noch bei der Kommunität mit dem Fastenhirtebrief, und du schreibt ihn Folgendes nach Einkehr. Es hat seine Heiligkeit durch allerhöchsten Beschluss vom Monate Juni dieses Jahres das apostolische Vikariat im Großherzogtum Luxemburg zum Bistum Luxemburg erhoben und im geheimen Konsistorium vom 27. Juni mich zum ersten Bischof von Luxemburg ernannt. Okay, loset also bekannt. Zeitungen wussten nicht schon bis zum 4. August 1870. Und sogar die Ader weiß, wie die Nouvelle alle zu Busch ukommers, als schon eine kleine Diskussion ausgelesen. Am Jahr 1873 wird nämlich den Deputierten, liberalen Deputierten, Charles-Jean Simon folgendes sagen. C'est le 27 septembre 1870, und das muss natürlich Juni sein, und nicht September, que nous avons dû apprendre par un journal qui s'imprime à Luxembourg et qui est l'organe du clergé. Voilà, der Hodere, der schönisch gesagt, oft kennt die Firma auf Kirchenzeitung, heißt Luxemburger Worte mit gemeint, que la cour de Rome avait de son chef érigé le Grand-Duché en évêché territorial et avait nommé au nouveau siège épiscopal Monseigneur Adams. C'est le cas de dire Roma locuta est, also Rom wird gefolgt. Heißt schon wird gesagt, die Nouvelle ist so bekannt, gehen wird Luxemburger Wort hat gedruckt wird. Das ist aber nicht korrekt. So war es nicht. Zwei Zeitungen sind direkt mit der Nouvelle kommen, direkt den nächsten Tag. Zum Beispiel den Avenir, do das Beispiel hei. Aber genau wie am Luxemburger Wort ist Nouvelle ganz objektiv. Es gibt noch nichts Großartiges dazu kommentiert. Er hat nämlich gesagt, dass Rome, der 27. Juni, le journal de Rome dit que le pape a tenu ce matin au Vatican un consistoire où il a préconisé les archevêques, comme d'après, et aussi l'évêque de Luxembourg. Das soll ja unterstrachig sein. Ist nicht, ob ihr nicht gut gesagt. Auf jeden Fall den Bischof von Lützeburg, die Nouvelle also mal an der Presse durchkommen.
An die Luxemburger Zeitung, die reagiert auch und sie schreibt Lomal just, anscheinend aus Lützeburg über Nurcht, wie sie schreibt, über Nacht zu einem Bistum geworden. Mehr ist Lomal noch nicht bekannt. An recht darauf Sinn geht es dann direkt um von Lassmatten Diskussionen. Luxemburger Wort schreibt Folgendes: Wenn wir je eine Nachricht mit voller Herzenslust begrüßt haben, dann war und ist es die von der Errichtung eines Bistums Luxemburg. Da das so in einer katholischer Zeitung als Reaktion auch so zu erwarten gewesen. Sie schreibt, die Autonomie des Landes wird dadurch gekräftigt, der Name Luxemburg verschwindet nicht mehr. Da geht es schon interessant. Luxemburger Zeitung meldet sich auch zu Wort. Das einfache Zitat der zu Recht bestehenden Konkordate von 1802, also Konkordat von 1801 geträgt, 1802 per Gesetz durchgesetzt, und 1827, also das vom Wellem, genügt, um zu beweisen, dass Rom sich über unsere Staatsgesetze hinwegsetzt, als ob sie nicht beständen. Goschoffierdro gesagt, da war nicht direkt eine Kommunikation zwischen den staatlichen und den kirchlichen Autoritäten. An den Vorwurf kommt er noch direkt an der Luxemburger Zeitung. Und dann sollen sie nach einem gesetzlichen Bischof von Luxemburg gibt es also bis heute nicht. Was bedeutet, laut der Luxemburger Zeitung muss so eine staatliche Unerkennung kommen, anders gilt das für sie nicht. Aber was sehr interessant ist, ist schon das zwei Zitate geholt, weil sie gut weisen, direkt als für beide Zeitungen die Bistumsruhe etwas Politisches. Für die Luxemburger Wortwille zieht, die Autonomie des Landes wird gekräftigt. Also der Numm von Lützeburg steht das fest, weil die Neutralität von Lützeburg ist noch relativ jung. An Luxemburger Zeitung geht dann die andere Richtung ansieht, das gesetzlich nicht korrekt. Das heißt, etwas etwas Politisches, etwas Prinzipielles. Eine ganz andere Wortmeldung könnt an der Wäschfrau, an das auch für ein Thema die einzige Karikatur, die ihr findet, an die sieht an damit, an den ist wahrscheinlich relativ gut zu erkennen, weil sie dann aber ganz korrekt gezeichnet kann ich sagen, dass der neue Bischof, den Adamus, jetzt, den ist nicht so gute Wäsch kommt, das ist der Staatsminister, der Premier von der Zeit, das ist Emmanuel Servet, geworfen mit einer Ruder Nurs durchgestellt und zerzauselten Hoher. Allerdings ist es ein bisschen schwierig. Da wird den Marc Thiel gesagt, das kennt, das ein Historiker gesagt, das kennt eventuell den Editor vom Luxemburger Wort sein, weil das war wirklich eng von den Lieblingssiebeln von der Wäschfrau. Die kriegt ganz viel Kritik an der Wäschfrau. Okay, die hat die drei Personagen und die hat auch einen Text mit dabei. Ein Text unter der Karikatur sieht Folgendes: Für dich schwätzt den Adamus: Exzellenz, ich bin zum Bischof von Luxemburg präkonisiert und Luxemburg zum Bistum erhoben worden. Und da seht ihr, wie Sie so den Exzellenz Emmanuel, das soll den Emmanuel Servet sein. Freut mich unendlich, Monsignor, aber was soll ich mir dafür kaufen? In der Wäschfrau geht es nach einer anderen Richtung, da geht so ein bisschen ungedeutet, dass irgendwie durch Korruption mit am Spiel kennt gewirrscht sind. Das ist übrigens eine Sache, ein Thema, das nicht weiter verfolgt wird an der Wäschfrau. Und dann könnt sie schon, die echt große Polemik, und hat nicht lange gedauert. An Matten dran sind die heute zwei Zeitungen. Luxemburger Zeitung und Luxemburger Wort. Luxemburger Zeitung schreibt das folgend: Die vorstehenden Zeilen, also hier Kritik unter Bistumsgründung, werden voraussichtlich wieder einen Sturm in der klerikalen Presse heraufbeschwören. Damit war für allem Luxemburger Wort gemeint. Die sind hier einfach doch nicht schöllisch blieben, nur gesagt, sobald von Kirche und Katholiken die Rede ist, geht der Liberalismus der Luxemburger Zeitung sofort in den doktrinärsten Despotismus über. Da sind wir schon matten dran an der Polemik. Interessant ist ein Avenir. Den schreibt Folgendes. Und damit, en attendant, il nous semble inopportun de soumettre la question à une discussion publique. Den hat Bistumsroger ganz aus der Presse raus. An, du gesehen, du hast die Neutralität von der Zeitung gut zu spüren, die ich für schon einmal angeschwart hat. Und in dem Moment so eine Dreiecksbeziehung an der Presse. Die großen Tageszeitungen sind sich nicht einer Meinung, die einen so eine Bistumsgründung ist gut, das ist korrekt, die anderen sind das nicht korrekt. Und den Avenir so dazwischen, den positioniert sich im Moment noch nicht wirklich. Was aber halt für allem auffällt, dass die ganze Polemik do für Drunkoft wird benutzt, sie wird heraufbeschworen. Und das genau das am Anfang, was geschieht ist. Wenn da zum Beispiel guckt, den Volksfreund, den ist ganz nur in der Luxemburger Zeitung drin, den schreibt genau wie die Luxemburger Zeitung, das ist nicht korrekt, das ist nicht legal, was geschieht ist.
An Luxemburger Wort kontert Dorobsinn direkt und schreibt, wo es etwas gegen den sogenannten Klerikalismus zu ernten gibt, da ist natürlich der Diekircher Volksfreund auch dabei. Die Partei geschieht, Fronte sind direkt geklärt. Das eng Polemik vu vielen, das nicht die echt und das auch nicht die lascht. Rollen sind direkt verdeelt. Luxemburger Wort kennt Luxemburger Zeitung, Volksfreund auf der Seite von der Zeitung, Avenir neutral. Der Tisch am Fong relativ wie ein Automatismus am Fong, den sich an der Presse aufspielt. Das geht mit der Zeit aber nach mir elaboriert. Da natürlich eng froh. Er war viel vu Prinzipien vu Politik triets, war das mat der Person vum Adam ist, das immerhin en neue Bischof do, wat get zu him gesot. An net find den net viel muss so. An der katholischer Presse geht zum Beispiel Qualität vom Adames als den Bischof rausgehoben. Du geht gesot, Monsignor Adames kommt im Auftrage des Heiligen Vaters als Bischof von Luxemburg in seine Heimat zurück. Wir freuen uns, dass er der erste Bischof von Luxemburg ist, dass er die Reihenfolge der luxemburgischen Bischöfe beginnt und dass in ihm die 300-jährige Sehnsucht der Luxemburger befriedigt worden ist. Ich habe schon vom größeren Kontext geschwart. An das eng von den wenigen Wortmeldungen, wo wirklich über die Qualität von der Person, die hier Bischof geht, geschwart wird. Es gibt auch noch Luxemburger Sonntagsblättchen, einer katholischen Zeitung, die schreibt ganz ähnlich positive Artikeln. Und der liberale Presse geht am Anfang nicht direkt ab es zur Person gesot. Und da tut immer zu dienen, dass viel an der liberale Presse oder liberale insgesamt nicht per se ab es gegen den Bistum auszusetzen hatten, schon gar nicht auch gegen Person, aber viel haben sich eben und ein Prinzip gesteuert, wie viel drum gesot gouf, dass da kein Verständnis, keine Kommunikation war. Das hat sie gesteuert. An den einzigen Artikel, wo wirklich den Adames als Person ugekraft geht, persönlich ugekraft, den aus we zu erwarten an der Wäschfrau. An der unser wirklich in Sportgedicht geschrieben. Und aus dem weisen ich auch einen kleinen Auszug. Also sie nennen das die Halikarnassiade, da das eine Referenz auf dem Adames sein Titel. Hier war vom Bischof von Halikarnassus, das ist ein Bistum, was nämlich existiert wird. Der Tisch hat den Titel, ohne aber Bischof von Lützeburg zu sein. Also Halikarnassiade oder wie man Bischof von Luxemburg wird, der Text von ihm und die Musik bezahlt das Land. Das ist eine Kritik, die oft an der liberalen Zeitung findet, an den Zeitungen, dass den Bistum Lohwertland Geld kosten. Das findet ihn ziemlich oft. An Eier sind extra. An Heiget folgendes gesagt, also das an der Mitte vom Gedicht. Und machst den Herren all den Hof, dann endlich wirst du doch Bischof. Und findet sich kein Bistum nicht, dann schafft man eins, welch ein Gesicht auch zeigt das Luxemburger Land. Bezahlen muss es doch den Tand. Und sollt die Kammer störrig sein, dann heizen wir ihr tüchtig ein. Er muss in vieles erklären. Er geht gesot und machst den Herren all den Hof. Er so ein Vierwurf, wie wann Herr ihn sich bei einem angeschleimt hat. Wird mal ganz salopp zu so, an den Bischof gilt, den Vierwurf gilt dem Adames. Den historische Kontext von dieser Kritik als folgenden. Wo den Adames zu Rom war, also wo auch Lützeburg zu einem Bistum ging ass, das war zu einem besonderen Ereignis, und zwar sollte aufgestimmt gehen, ob den Popst an seiner Funktion unfehlbar ist oder nicht. Der Tisch Bischöfe und Kardinäle, sie konnten wählen, ja, das ist der Fall, oder nicht, das ist nicht der Fall. Seit dem Laurent war Lützeburger Kirche von der Tendenz hier echter Ultramontan, wie das Demos genannt wird, die ist relativ nur Popst. Und den Adames war zum Beispiel den auch dafür gewählt, dass er noch dafür gewählt wird. Das könnt ihr aus einem Tagebuch nur lesen, da das publiziert und das so ganz gut erklärt. An heißt den Vierwurf, dass den Bistum so etwas wie eine Belohnung kennt dafür Sinn, dass den Adames an diesem Fall Popstinger Seite gewesen ist in dieser Diskussion. Das ist die einzige Platz, wo in der Teite findet, an keiner anderen Zeitung geht so etwas gesot. Dann geht auch noch gesot, bezahlen muss es doch den Tand, also wie gesot die Kritik, dass den Bistum den Staat gibt Geld kosten. Es gibt auch etwas schon gesot, was auch effektiv wird geschehen, und zwar die Kammer. Es wird von der Kammer gesprochen, und da schon mal wird das Diskussion am Ende auch rauskommen. Da das Megadampfung zum Adames als Person nicht gesot, auch später hin an der Polemiken als ja immer nicht anklü an denen Diskussionen. Bon, wir sind noch immer 1870 an nach as und sech nicht konkretes geschieht. Etwas Wichtiges geht,
ein echtes Dokument, was relativ wichtig ist, an das der Conseil d'État muss sich natürlich auch zu dieser Sache äußern, an den echten Avis, den als nach ein bisschen mehr zurückhalten. So, dann schreibt Folgendes. Il y a lieu de ne donner aucun acte et de ne reconnaître d'aucune manière la mesure prise dans la création de l'évêché jusqu'à ce que la Cour de Rome ait donné les garanties jugées indispensables parmi lesquelles le Conseil range avant tout le principe qu'il ne pourrait être nommé aucun évêque sans l'agrément du souverain, also der Großherzog, ni aucun évêque étranger, muss also Lützeburger sein, et que le titulaire soit tenu au serment de fidélité au souverain, also es gibt dann noch ein Eid. Das ist der Staatsrat im Jahr 1870. Durch den Moment dreht sich alles um die Frage, wird den Staat ein Bistum anerkennen oder wird er nicht machen. Den Staatsrat ist im Moment noch zurückhaltend und sagt, wir brauchen Erklärungen von der Kurie und da kann die Sache funktionieren. Und dann geschieht eine ganze Zeit nichts. Wir müssen effektiv bis 1872 warten, bis sich an der Bistumsfrage etwas steht, weil da sind Zeitungen bemol aktiv. Aber wenn ihr ein bisschen real ist, dann merkt ihr, dass sich die Fronten radikalisieren. Wir haben nur eine neue Zeitung, l'Indépendance luxembourgeoise, vom Jean Jaurès immer noch, Luxemburger Zeitung und Luxemburger Wort. Die Indépendance muss sich folgenden Vorwurf gefallen lassen. Hochoffiziös ist die liberale Presse. Da haben wir das gemeint, das ist eine inoffizielle Regierungszeitung. Luxemburger Zeitung rief, Pseudoliberale. Und sie sagt, sie sind ins klerikale Lager übergegangen. Luxemburger Zeitung kommt auch nicht so gut fort. Sie gehen vernannt Organ der Loge und des herrschgewaltigen deutschen Kanzlers. Gemeint ist den Bismarck, da das Luxemburger Wortdatei schwätzt. D'Indépendance sieht auch noch, le gouvernement et la chambre sont plus libéraux qu'elle. Die Luxemburger Zeitung. Auch Luxemburger Wort kennt nicht gut fort. Das muss sich gefallen lassen von der Luxemburger Zeitung. Ein bischöflicher Moniteur, eine ultramontane Partei, auch nicht geht geschwart von jesuitische Verschmiedtheit. Da das ein Topos, den an der antiklerikaler Presse viel benutzt ist, es wird oft gesagt, dass so eine Art Verschwörungstheorie wirklich, dass Jesuiten so los den Staat infiltrieren, für dann der Kirche ihren Abfluss mit groß zu machen. Das liest den auch ab und zu an den Lützeburger liberalen Zeitungen. Okay, das sind mal die drei, also der gesittete Spruch fängt an sich zu radikalisieren. Was froh bleibt, für was 1872 war das lo auch nicht wie 1870. Und da ist Waschfrau, die als kleinen Trio geht, und sie schreibt Folgendes. Der 11. Juni, das war ein Wahldach in Lützeburg, 1872, brachte uns die Kammer, welcher wir bedürfen, um diesen Bischofssitz, den Rom aus eigener Machtvollkommenheit geschaffen, gesetzlich zu begründen und auch das Domkapitel fürstlich zu dotieren, also zu finanzieren. Eigentlich geschwart von Wahlen, und die Wahlen sind effektiv auch wichtig. Das waren Wahlen, wo die liberal geschwächt herausgehen. Und bei der liberaler Seite war Angst groß, dass lo eine Majorität an der Chambre keinen Sinn, die, falls es einkehr zur Unerkennung könnt, an der Chambre dafür stimmen und nicht dagegen, wie das vielleicht 4 drunter Fall gewesen wäre. Und das finde ich ganz oft an der liberalen Presse eben das Thema, dass da Wahlen waren und dass lo eine Majorität entstanden ist, die so viel drunter nicht gouf. Übrigens, d'Indépendance, die hat einen kleinen Gaff an dieser Zeit gemacht. Sie schreibt als echt, das nur den Wahlen also, la reconnaissance officielle de l'évêché ne nous inquiète guère parce que nous n'y croyons pas et que la proposition n'a pas encore été faite. Pour des spät schreibt sie, après réflexion, nous préférons qu'elle soit mise à l'ordre du jour le plus tôt possible et qu'elle trouve une solution conforme aux intérêts, bien entendu, des Luxembourgeois. Und das ist innerhalb kürzester Zeit wirklich eine 180-Grad-Drehung. Die irgendwann von Anfang aus dafür, zum Beispiel Luxemburger Wort, die anderen von Anfang aus dagegen, und innerhalb von Purdich wirklich so eine Umstellung an der Indépendance. Das ist natürlich der liberaler Presse nicht entgangen, da müssten sie direkt natürlich auch kritisieren. Der Lützeburger, so heißt die nächste Zeitung, von der wir noch schwätzen, die geht nicht lang, die entsteht am Kontext von diesen Wahlen und geht relativ sehr auch an. Das ist eine Liberalzeitung, und zur Bistumsfrage hat sie relativ viel am Anfang geschrieben. Sie schreibt nur Folgendes als Antwort auf die Indépendance. Es liegt die Vermutung nicht fern, dass dieselben, also die Autoren der Indépendance, den Zweck haben, die Sache für die bevorstehende Kammersitzung in Anregung zu bringen und dem Ministerium, das man, sei es nun mit Recht oder Unrecht, als der Anerkennung günstig bezeichnet,
um so etwas öffentliche Meinung zur Seite zu stellen. Hey, ganz klar um den Vorwurf, dass ein Regierungstreizeitung an sie seht am Anfang dat, was vielleicht schon der Plan von der Regierung ist. An der Zwischenzeit ist die Liberalpresse auch ziemlich aktiv. Von ihrer Seite aus gibt zum Beispiel eine große Artikelserie, den auch an einem Separatdruck kann lesen. La question de l'évêché von einem Affekot, wahrscheinlich, das anonym, kann ihn davon ausgehen, dass der liberalen Affekot war, den geschrieben hat, aber schon allein vom Inhalt her. Sie schreiben da, le gouvernement avait sans doute un trop grand besoin de l'appui du clergé pour oser maintenir, vis-à-vis du chef de culte, les prérogatives du souverain et de l'autorité civile. Also haben wir immer nach den Vorwurf. Und war total interessant, dass das Broschüre, was den Adamus auch kannt, an den Hütze kritisiert. An seiner Einschätzung von der politischen Szene ist besonders interessant. An einem Brief und den Internuntius am Haag schreibt er nämlich Folgendes. Für dich schreibt er ein bisschen von der Broschüre und dann sieht eine Datei. Monsieur Servet, le ministre d'État, il m'a avoué à maintes reprises sa satisfaction de l'érection d'un évêché à Luxembourg, mais pour la reconnaissance officielle, il a peur du Parti libéral, de la Chambre et l'organe, le Journal de Luxembourg. Keine andere wie Luxemburger Zeitung ist damit gemeint. Das ist auch seine Einschätzung ist, die Regierung ist am Anfang ganz d'accord, mit sind am Anfang die Liberalen, die die Sache ein bisschen an Stocken bringen. Das ist seine Einschätzung, dass sei ein ganz nicht Licht am Anfang, ob die ganze Pressegeschichte. Und das ist 1872. Was 1872 noch wichtig ist zu wissen, da das nach einem neuen Avis vom Conseil d'État geht, an den ist das ja positiv. Den seht ganz klar, wir kroten die Erklärungen, die man wollte vom Höllischen Stuhl. Es gibt doch mittlerweile ein Projet de Loi, den wäre okay, sie sind damit d'accord. An dem Projet de Loi ist auch wichtig, weil den geht als nächsten Gegenstand von den Polemiken. Also sehen wir nur 1873. Der Projet de Loi vom 7. Januar 1873. Den muss man kurz ein KSU gucken. Den ersten Artikel sieht folgendes. Le gouvernement est autorisé à consentir à l'érection du Grand-Duché en évêché sous la condition. Ersten Paragraphe. Qu'aucun changement ne sera apporté au rapport existant entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique. Da werden Liberaldeputierte auch so, wie war das dann die Situation? Das ist noch immer nicht ganz klar. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Que l'évêque prêtera le serment suivant. Un extrait. Je jure et je promets sur les saints évangiles de Dieu, ainsi qu'il convient à un évêque, de garder obéissance et fidélité à sa majesté, le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, mon légitime souverain, et à ses successeurs. Das ist relativ ähnlich zu dem vom Konkordat am Anfang. Den zweiten Artikel sieht dann noch folgendes. Dans le cas de remplacement de l'évêque, le nouveau titulaire ne peut jouir d'aucun traitement tant qu'il n'a pas été agréé par le souverain. Also den Souverän, den Großherzog, ist ein Dreh- und Angelpunkt am Anfang. Es gibt noch ein weiter wichtiges Dokument. Der Projet de Loi wird analysiert von einer Sektion Centrale an den Rapporteur, den kennt er wahrscheinlich, das ist Paul Eichen. Also, das ist mir ein Rezentfoto, das ist nicht 1873, er ist schon Staatsminister selber gewesen. Also, da ist er noch Deputiert in der Chambre. Und ihr seht folgendes, hier am Namen von dieser Section Centrale, dieser Kommission, die das Gesetz geguckt hat. La section est donc d'avis que l'État peut consentir à la création d'un nouveau diocèse, also Bistum, mais elle pense avec le gouvernement qu'il y a lieu de saisir l'occasion que présentera la reconnaissance de l'évêché pour attacher au mode de nomination certaines conditions propres à sauvegarder dans une sage mesure les intérêts du pouvoir civil. Hier nur die Meinung, wir müssen profitieren von der Occasion, für Klarheit zu schaffen, was das das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Okay, nur froh, was sind jetzt bei Zeitungen dazu? Und sie werden ganz viel über den Eid für und allem schwätzen. Wenn ihr schon einmal anguckt, dann fand ihr vielleicht, dass das ein ganz kleinen, aber für die Liberalpresse durchaus wichtigen Unterschied gibt zu der Formel vom Konkordat, wenn das dich noch unter genaue Wortlaut erinnert. Das heißt, Wort, was nicht genannt wird, und das Wort Verfassung, Konstitution. Und darunter steuert sich die Liberalpresse ganz viel. So sieht Luxemburger Zeitung zum Beispiel, Rom oktroyiert uns einen Bischof,
der über der Konstitution steht, für welchen das Staatsgrundgesetz nicht existiert. Das ist am Anfang den Vorwurf, den wir schon kennen. An Luxemburger Wort, das Antwort aber dann, und was ist denn die Eidesformel, welche der Luxemburger Zeitung die Hühnerhaut gibt? Sie ist nichts als der Eid, den das Konkordat von 1801, das doch die Luxemburger Zeitung als Gesetz anerkannt wissen will, vorschreibt. Was nicht ganz korrekt ist, weil es ja der kleine Unterschied vom Wort Verfassung gibt. Der Staatsrat hat sich dazu geäußert, an den Sot am Fond am Wort Souverän als Konstitution mat dran, also als Tag okay. Die Liberalpresse wollte aber unbedingt, dass das Wort am Gesetz mat dran steht. Und noch ein bisschen wie weit geht den Volksfreund, den hat der Lützeburger Verfassung direkt in Todesstehen als in Zeitung gesagt, eine Todesannonce, und zwar 1848 bis 1873, eine Denkschrift auf dem Grabe der Verfassung und des vielgepriesenen Liberalismus des Großherzogtums Luxemburg. Und schreibt Folgendes: 1848 wurde im Großherzogtum ein Bischof des Landes verwiesen, da hat das den Laurent gemeint, was von den Liberalen als eng Victoire gefeiert gouf. Und 1873 wurde in diesem Lande ein Bistum geschaffen, Ruhe in Frieden, gemengt für die Verfassung. War das so die krassesten Wortmeldungen, die anderen sind aber nicht gerade so heftig. Mit der halt Verfassung, die halt wirklich ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt von der Polemik gibt. Was Luxemburger Zeitung für allem ausgebuddelt wird aus dem Jahr 1848, als eine Schrift vom Adames, wohin effektiv also die erste Version von der Verfassung, den Entwurf, kritisiert, weil man sieht, hier kriegt die Kirche nicht genug Freiraum eigentlich, nur dieser Verfassung. Das ist eine Schrift, die am großen Revolutionsjahr dann publiziert wurde, an Heiseten. Die katholische Kirche protestiert aufs feierlichste und kräftigste gegen jede Einmischung des Staats in ihre Angelegenheiten und die Aufstellung ihrer Diener. An Heiset die Liberalpresse zum Beispiel, wenn in Demos etwas gegen Verfassung gesucht wird, kennt das ja auch der Fall sein, an do, wenn es muss, das wird Verfassung dann dran kommen, vielleicht geben sich nicht dran halten. Die andere Seite von der Presse, die konteren direkt, l'indépendance sieht, que l'évêque jure ou non, obéissance à la Constitution, sa position ne l'autorise nullement à la violer et, si violation il y avait, il ne pourrait pas plus que le simple petit bourgeois se soustraire aux suites de son action. Also bei ihnen das Argument, auch den Bischof als immer noch ein Citoyen an diesem Land. Luxemburger Wort trennt ein bisschen anders, an sie so. Die Luxemburger Zeitung sei nur ganz unbesorgt. Der Bischof wird seinen Eid halten, gewissenhafter und besser wie mancher von denen, die jetzt eine so zarte Affenliebe an den Tag legen. Gemengt sind halt dann die Liberalen, beziehungsweise die Liberalpresse. Denn das ist also ein wichtiges Thema. Die Verfassung gehört zu einem wichtigen Thema. An wirklich ironischerweise gleichzeitig mit der Bistumsruhe zu Lützeburg geschieht an der Schweiz etwas Ähnliches. An Luxemburger Zeitung mischt auch den Lien zu diesem Evenement. Luxemburger Zeitung schreibt Folgendes: Der Vatikan betrachtet die modernen Staaten als seine geschworenen Gegner. Und da bringt sie ein Beispiel aus der Schweiz. Und das ist ein Beispiel, wo auch ein apostolischer Wecker genannt wird, und zwar im Kanton Genf, den Mermiot. Und da ist Genf als Kanton sie refusieren, sodass der Mann am Ende sogar den Kanton muss verlassen. An den apostolischen Vikariat muss von Bausen organisieren. Und dann sieht Luxemburger Zeitung aber, als Vergleich, in Luxemburg hat man den Fußtritt willig hingenommen, eben im Vergleich zu der Schweizer Situation. Wer noch ganz schlechte Wäsche kennt an der liberaler Presse, da das den Survey, also muss ich sagen, alles was du Polemik könnt, geht immer von der liberaler Presse aus. Und dann sind die anderen zwei, die reagieren, d'Indépendance und Wort. In der liberaler Presse lesen wir zum Beispiel für den Survey, für die anderen Ministerin. Es wird eine Epoche der Schmach und der Erniedrigung der Staatsgewalt geben. Wird gesagt, er wird ein ewiges Denkmal in den Herzen der Ultramontanen setzen. Es wird das Wort politischer Selbstmord benutzt. Es wird famose Schaukelpolitik gesagt. Ein ewiges Denkmal in den Herzen der Ultramontanen. Und du eben auch immer den Vorwurf, der könnt, dass du bei den Wahlen anscheinend irgendwie ein Liebesdienst vom Klerus zu den Kandidaten, wie dem eben die Majorität an der Chambre sind, ausmachen. Das sind Vorwürfe, den ihr oft liest, mit die Wahlen sind am Fond nach wissenschaftlich nicht wirklich erfasst. Und es ist also schwer zu sagen, was ist mit diesem Liebesdienst genau gemeint.
Etwas Konkretes geht doch von der liberaler Presse nie gesot. So ist das Wort Liebesdienst, taucht heute op. Bon, d'indépendance schreibt, le clergé n'a fait qu'user du droit de légitime défense le 11 juin 1872. Mais non, kann ich nicht mehr spekulieren, was die legitime défense gewirrscht ist. Wenn es keine Schlodo weiter nicht drauf an, hat wir vielleicht eine andere Aufgabe, eine andere Arbeit zu machen. Bon, d'indépendance c'est auch noch, on a fait de la question de l'évêché une arme de parti, also etwas durchaus Politisches, pour faire crouler le ministère, also für gegen die Regierung vorzugehen. Da sieht da wirklich beide Seiten. D'Indépendance, die als Regierungstreitzeitung bekannt ist, und sich dann noch dementsprechend auf die Seite vom Service stellt, an die Liberalen, die immer in Polemik ein bisschen entfachen. Die Chamber selber kennt auch nicht extrem gut fort. Die Liberalpresse schreibt hey, die Skeptiker glauben, dass die gegenwärtige Kammermehrheit überhaupt keiner selbstständigen Haltung fähig ist und die ministerielle Vorlage in Bausch und Bogen angenommen werde. Sie schreibt auch Folgendes: Wenn die Liberalen in der Bistumsfrage nicht zusammenstehen, so wird nichts mehr imstande sein, sie zusammenzuschweißen. Du da bist das Thema, was auch oft hier kennt, dass die Liberalen am Land gesplickt sind, ein Teil, den sich dann ob die soi-disant Majorität schlägt, und dann den harten Kerl sozusagen, den weiterhin ob Sänger Linnen bleibt. Das liest den auch ab und zu. Und Indépendance war schnell zur Stelle mit einer Antwort. Sie seht von der Luxemburger Zeitung für und allem, und auch von den Deputierten, den liberalen Deputierten. Ce sont des secteurs, des radicaux, mais des libéraux, non. Indépendance oder oft der Vorwurf, die von der liberalen Zeitung, von der Luxemburger Zeitung, pardon, sie sind am Anfang kein richtig liberal. Das liest den auch relativ oft. Dann kommt eine ganz andere Thematik an. Da fängt es dann nur noch richtig komplex zu gehen. Luxemburger Wort schreibt Folgendes: Der Luxemburger Zeitung war es darum zu tun, aus Anlass des Bistums wieder eine luxemburgische Frage heraufzubeschwören. Also mal für dich froh, war das dann auch noch eine Luxemburger Frage. Also es ganz wichtig ist, gerade für die zwei Teilchen vom 19. Jahrhundert. Und zwei Personen haben da eine ganz wichtige Rolle. Da das auf der linken Seite einmal den Napoleon III. Und das auf der rechten Seite den Bismarck, von dem ja schon ein bisschen Rätsel gewesen ist. Napoleon III. Hat am Anfang will es für das Großherzogtum zu kaufen. Am Anfang hat er doch gar nicht so schlecht ausgesehen und dann ist die Situation relativ sehr eskaliert, sodass er einen großen Streit hat zwischen Napoleon und Bismarck, zwischen Frankreich und Preußen. Und da das für Lützeburg natürlich eine heikle Situation zwischen den zwei Großen situiert, war natürlich Autonomie im Spiel. Und das war die sogenannte Luxemburger Frage. Was geht aus Lützeburg? Viele Zeitungen haben auch ganz interessante Positionen angeholt. Aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall sieht Luxemburger Wort nach Datei. Das ist des Pudels Kern in der Bistumsfrage. Wieso? War das der Lien zwischen Luxemburger Frage und Bistumsfrage? Aber da muss man natürlich ein bisschen an Zeitungen gucken. Für dich mal wird die Luxemburger Zeitung vom Wort und von der Indépendance attackiert. Am Zentrum von den Vorwürfen ist das den Bismarck, der nicht direkt etwas mit Lützeburg zu tun hat. Und es wird von der Luxemburger Zeitung gesagt, sie sind berlinisch blind. Des Prussophiles, c'est indépendance. Und sie machen porte ouverte à une intervention de la Prusse au Luxembourg. Ein Luxemburger Wort schreibt von Verfolgungsgesetze. Da sind wir natürlich am Kontext vom Kulturkampf. Luxemburger Wort sieht, den Bismarck, den schon probiert wird, an dem Kulturkampf wirklich den Freiraum von der Kirche so gut es geht zu limitieren. Das wird dann als Verfolgungsgesetze genannt. Sie sagen, Luxemburger Zeitung will am Ende genau das nämlich teilen, mit ihrer Kritik Bistum. An Porto Verde und Intervention wäre natürlich noch schlimmer. Auch oft wird den Vorwurf gemacht, Luxemburger Zeitung will eine Invasion, will, dass Lützeburg preisig geht. Ja, das ist die eine Seite. Das Spiel geht doch auf die andere Manier. Luxemburger Zeitung, da ist den Vorwurf nicht der Bismarck, da geht es den Laurent, den immer noch eine Person bleibt, die an der Presse oft auftaucht. Für die Liberal wirklich so einen kleinen Trauma, kennt ihr bald so. Er hat gesagt, die vom Luxemburger Wort, das wäre eine ultramontane Gesamtpartei. Und er hat gesagt, sie hätten keine aufrichtige Anhänglichkeit an die Souveränitätsrechte des Staates. Und er hat zum Beispiel de Laurent als Beispiel geholt, weil hier den Eid nicht gemacht wird. Das ist eine von pur Sachen, die an der Zeitung do genannt gehen. Der Tisch sieht da wirklich an einem
an engem Konte an eng Diskur, wo drums geht, die für de Bistum sind Patrioten, sie zum Beispiel Luxemburger Wort, an Luxemburger Zeitung also dummer da net. Sie schwden der Unabhängigkeit vom Land als seit Argument. Der andere Seite tut dann rum den Topos von so einer jesuitischer Verschwörung, den dann gegen die katholische Presse benutzt wird. Die Steier also nimme wie Wort einkehr geschrieben hat, eine rein kirchliche Angelegenheit, das war ganz am Anfang. Da sind wir mittlerweile weiter von fort, wann gesot geht. Das wäre eigentlich des Pudelskern in der Bistumsfrage. Da sind wir schon am außenpolitischen Bereich. Da das Situation um 1873. Ein Höchstpunkt krähen Polemiken dann natürlich einkehr, wo den Gesetzesprojekt dafür und Chamber kennt, wo dann diskutiert wird, geht es unerkannt, geht es nicht unerkannt. Und die gucken wir uns auch einkehr kurz an. Insgesamt sind es 4 Sitzungen, die dauern der Presse noch relativ lang, also von 2 bis 4 Stunden ist alles dabei. Was sind Zeitungen dazu? Da gucken wir mal für dich, was Politiker dazu sagen. Die haben 2 Leute, die bei der ersten Sitzung schwätzen. Das dauert aber relativ lang, das sind lange Reden, die könnt ihr auch noch lesen. Und zwar haben wir als Ersten, auf liberaler Seite, als erster Redner den Alexis Brasseur, das ist ein liberalen Advokat. An ihn seht, immer noch, wie schon an der Presse gesagt, dass es Illegales sei. Es ist kein gesetzliche Grundlage für den Bistum. An ihn seht auch, der Konkordat gilt noch immer. Das heißt, das hat müssen in Kommunikation zwischen Staat und Kirche stattfinden. Ob den Server ist anderer Meinung. Hier seht auch etwas legal. Und ihr seht sowieso, holt sich zwischen Staat und Kirche so ein Modus vivendi, seht hier, etabliert. An diesem Kontext wäre die Bistumsgründung auch absolut akzeptabel. Bon. Bei den Zeitungen sind Fronterem relativ sehr geklärt. Wie zu erwarten, Luxemburger Zeitung schreibt, den Brasseur, das war ganz konsequent, so und so. Sie sagen, der Survey war äußerst schwach. Dann Dependance seht vom Survey, dass den auch guten Eindruck gemacht hat, dann sie sagen von der Luxemburger Zeitung, bei der Ried, sie sagen vom Brasseur, bei seiner Ried hat er auch polite gelacht während der Sitzung. Luxemburger Wort sieht dann beim Brasseur gut einstudiert, seht aber, den Survey hat aber mehr Eindruck gemacht. Das ist die erste Sitzung. Bei der zweiten, man denkt den Brasseur als Redner und bleibt bei seiner Meinung vom Vierdach. Als zweite Nummer des Kerem den Eichen, den wir ja schon vom Rapport von der Section Centrale hören haben. Den Eichen seht lo, rum einkehr wie am Rapport, wir müssen am Anfang von dieser Gelegenheit profitieren, für Klarheit zu schaffen. Aber vielleicht auch Konditionen drin zu koppeln. Ramhai, Luxemburger Zeitung, das seid vom Brasseur. Beim Luxemburger Wort dann bei der Indépendance ob der Seite vom Paul Eichen. L'indépendance schreibt, son discours est logique et de par là plus concis que celui de son adversaire. Das Wort schreibt auch, ruhe logische Rede für den Eichen, ein leidenschaftliches Auftreten beim Brasseur, was dir mehr geschwört wie genützt hat. Drittsitzung. Ein neuer Redner, Charles-Jean Simon, auch ein Advokat, liberalen Advokat, hier bringt nur 2 Verbesserungsvorschläge für den Projekt. Später werden die aber nicht ugeholt gehen. Den Eichen ist auch immer dabei. Und hier schwätzt das ein bisschen von der Presse, da das für uns interessant. Weil den Simon, den Advokat, den hat sich verteidigt gegen die Vorwürfe, den aus dem Luxemburger Wort anscheinend kommen. Und den Eichen sieht dann Folgendes. Il me semble, messieurs, also députés, que nous faisons bien de ne pas trop nous préoccuper de ce qui se dit de nous dans les feuilles publiques et surtout de n'en pas parler dans cette enceinte. Cela nous prendrait beaucoup de temps et ne servirait guère à grand-chose. Übrigens hier nutzt sich natürlich auch müssen Beleidigungen gefallen lassen. In der Luxemburger Zeitung heißt es zum Beispiel, aus dem klerikalen Lager wurde darauf Herr Eichen ins Feuer geschickt. Interessant aus dem Wort seine Reaktion auf das Ganze. Ursprünglich hatten sie oder Simon kritisiert. Wir haben diese Bemerkungen nur höchst ungern gemacht, schreiben sie. Und wir bitten mit Herrn Eichen, Herrn Simon und seine Kollegen, die Blätter, die Zeitungen aus dem Spiele zu lassen. Natürlich drin. Am Anfang ein bisschen ironisch, weil Zeitungen sind wirklich intensiv von diesen Chambersdebatten drin. An so aber soll nicht über Zeitungen an der Chambre selber geschwart gehen. Und so gut Indépendance, nous nous trouvons directement mis en cause. Das ist auch ein bisschen als ein Attack abgeholt. Also was den Herr Simons tut, nicht das, was den Herr Eichen gesagt hat. Wie gesagt, das lo aus, denn der Simon natürlich geht von der Luxemburger Zeitung unterstützt.
an die zwei anderen sind auf der Seite vom Herr Eichen. Kennt eine Lachtsitzung, die feiert, und hier geht es dann zur Sache. Der schwätzt Norbert Metz, das ist ein großen Industriellen, auch liberal, gegen die Bistumsgründung. Er sieht, die Regierung wäre unter dem Abfluss von einem Teil vom Klerus, und der Serve kommt darauf hin. Er sieht aber, hier wäre nicht, er ist desinteressé, er hat keine Interessen, aber er wird nicht beeinflusst gehen an seinen Decisionen. 2 Verbesserungsvorschläge gemacht, beide gehen nicht angeholt. Und ein Resultat ist schließlich von den Deputierten, die präsent sind, 21 so, ja, geht akzeptiert, und 6 so, nee. Das sind zum Teil die, die wir schon wie den Brasseur schwätzen hören. Interessant, das sei auch direkt Reaktion von den Zeitungen. Luxemburger Zeitung sieht zum Beispiel, die Decision ist nicht ganz korrekt, 1/3 von den Deputierten war gar nicht da. Luxemburger Wort sieht, es war bald Liedverein an der Chambre, für mit aufzustimmen. Du siehst das schon, wie etwas ganz Objektives, meilenweit kann außernehmen, je nachdem, wie Tendenz da von der Zeitung ist. Luxemburger Zeitung sieht zum Resultat nichts Überraschendes. L'Indépendance sieht, quel défaite pour la minorité. Natürlich la minorité libérale. Luxemburger Wort sieht, wie wir allzeit erwartet haben, fast einstimmig votiert worden. Fast 6 zu 21 sind aber pur. Auf jeden Fall ist es akzeptiert und den Bistum wird dann noch unerkannt gehen. Das Gesetz kann so durchkommen. Und er wird gesehen, dass dann die Polemiken halten bemol relativ sehr ab. Gesetz ist durch und den Antere ist am Anfang dann noch nicht mehr da, für noch weiter darüber zu diskutieren. Vielleicht 2 Zeitungen, wo einen kleinen Ausblick an Zukunft. Wäschfrau natürlich ganz pessimistisch. Sie schreibt Folgendes. Sie hat so einen Pseudo-Chamber-Bericht an ihrer Zeitung gedruckt. Und da sitzt zum Beispiel das folgend. Ich kann nicht versichern, wenn das Gesetz votiert wird, da kriege ich über einen Erzbischof und über höchstens 2 Jahre, wenn den Viktor Emanuel aufdankt, den Serve, da kriege ich den Propst selber. Das sieht Wäschfrau, gewinnt radikal. An Luxemburger Worte sieht auch ein bisschen, was sich von der Zukunft erwartet. Und einfach nochmal Folgendes. Die Zukunft wird lehren, dass alle Luxemburger, dass selbst die jetzigen Gegner des Bistums Ursache haben, einzustimmen und zufrieden zu sein. Er hat doch gesagt, die Befürchtungen, die es drum gauf, sind grundlos. Man geht noch ein bisschen weiter. Er hat doch gesagt, sollten wir uns auch nicht freuen, dass, wo in Deutschland, in der Schweiz, die Beispiele haben wir ja hören, und so weiter Zwietracht herrscht, bei uns Staat und Kirche sich zusammenfinden, um in Frieden zu leben. Das ist das Fazit vom Luxemburger Wort. Okay, das waren am Anfang wirklich die großen Polemiken. Lo geht es dann mal ganz ruhig die sogenannten Bistumsfroh. Und dann bleibt nur noch froh, das ist ein Begriff Kalschauer, den ich am Anfang ein bisschen ungeschwart habe. Passt den oder passt den nicht? Aber das auch und ich will zu jugieren, ob das ein guter Begriff für das Polemiken ist, für das Diskussionen. Es sind eine Menge Masterarbeit zum Schluss kommen, ja, das passt relativ gut, weil wir haben definitiv in Swiss so eine Spaltung an der Presse, wie sich das dann an der Bevölkerung rumspiegelt, das natürlich die große Sache. Wir sind hier bei Journalisten, Autoren von einer Zeitung, die aber immer die nämlich Autoren sind, also auch immer die nämlich Meinung. Der Tisch mir Sinn war ein Diskurs zwischen Schwarz und Weiß, zwischen engem Extrem und dem anderen an Trollen, wie gesagt, war sehr verdeelt. Das eng angeübten Polemik zwischen Zeitungen, die ganz regelmäßig Streitereien zwischen sich schon, war da war ganz klar auch abfällt, als die Bistumsfrau, die war von Anfang aus relativ explosiv, wollet eben auch ein politisch Komponent wird. Entweder politisch will gut für die Unabhängigkeit oder politisch will, wie die Liberalen dann so, nicht so ganz juristisch oder gesetzlich gesehen nicht korrekt. Und auch bei den Kalschauers wird oft gesagt, dass etwas Internationales kann ich nicht auf ihr Land beschränken. Gerade die Luxemburger Frage weist aber, dass Lützeburg doch ein spezieller Fall ist. Gerade seine ganz junge Neutralität bemol zur Diskussion gouf. Und natürlich das auch explosiv noch immer, nur den paar Jahren war. Dann sind ich auch am Ende von meinem Vortrag angekommen und dann sage ich vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Vielmals merci, Herr Toski, für diesen wunderbaren Vortrag.
an die derweis weder besonders die verschiedenen Akteuren durchgestaltet tut ganz plastisch, die da interveniert sind an Interaktion waren so ganz knäuel gewiss so ein Netz von verschiedenen Akteuren kirchlicher Seite Bischof de Bischof Adames, Bischof Laurent aus weiter Ferne, dann natürlich Politiker, Staatsministerin, Chamber, Conseil d'État und so viel und aber besonders dann Presse, Medien. Aber was interessant ist, ich meine, du geht immer recht, so natürlich nicht geschafft am Sinn von einer Harmonisierung, wir sind sich gegenseitig immer nicht heiß geschaukelt, polemisiert. Das hat der Sache natürlich die besondere Pfeffer gegeben, hat aber auch nicht unbedingt zum Frieden an der Gesellschaft beigetragen. Da bleibt mir nur nach Merci zu so für die flotten Ofen, die wir mit hatten, Herr Toski, für zu wissen, was da das gedeelt tut. Die hat uns den Ofen gracieusement offriert, mir kleine Kado als Merci soll er aber trotzdem kriegen. Da sind wir nach Fanta und dann die langen Ofenter an der Latsicht wieder. Ich meine, du also nicht schlecht von den Heinz, du dann oben sind, eine kleine Schutzröte Wein länger oder mit der Freundin oder mit der Familie kann zu sich holen. Da sind die Ofenter nicht gerade so lang und da können die besser drüber wegbieseln oder richtig freijagen. Nein, ein herzliches Merci für Ihre Bereitschaft, für die wunderbare Präsentation und bonne Chance weiterhin auf Ihrem beruflichen Weg noch so am Leben. Merci. Als Madame la Direktrice, die mich dann dort Schlusswort. Merci, Herr Professor. Die hat einen guten Griff gemacht mit dem Herrn Poltoski. Immens flott, die Weiß, wie die als die ganze Thematik rübergebracht hat, modern, spritzig, und tut man die ganze Zeit auf den Lüpse gebrannt. Wie was interessiert ein junger Mann sich haut für die Thematik? Der hat einen guten Meister. Und ich hoffe, dass wir nach Kontakt bleiben. Und die sind immer willkommen. Wir haben am Kader von 150 Jahren in ein BD gemacht, zusammen zu Pur. Den Herr Hellinghausen war auch darunter beteiligt. Und das sind Pilgerorten von Lützeburg. Holt sie mit. Und das Zweite, das den Helge Willi braucht, an Schmengen, die kann ich auch begleiten. Voilà, vielmals merci. Auf jeden Fall, es wird mir nicht leid getan, dass wir den Schachzug gemacht haben. Merci, Herr Hellinghausen.